Grüß Gott, mein Name ist Bernhard Sundl, ich arbeite bei der Caritas Steiermark. Ich bin Abteilungsleiter für Beschäftigungsmodelle und Kooperationen und in meiner Abteilung gibt es 6 Beschäftigungsprojekte, in denen pro Jahr ca. 200 arbeitslose Menschen beschäftigt sind. Zu den Zielgruppen in meinen Beschäftigungsprojekten gehören Jugendliche, erwachsene Arbeitslose, ältere Arbeitslose über 50 Jahren, Menschen mit Migrationshintergrund, Suchtkranke und auch freiwillige Mitarbeiter. Die Beschäftigten werden tageweise bzw. stundenweise beschäftigt. Sie können maximal 3 Tage pro Woche mitarbeiten und pro Tag maximal 5 Stunden. Das Wesentliche in den Beschäftigungsprojekten ist, dass es einen niederschwelligen Beschäftigungseinstieg gibt. Das heißt, es gibt wenig Voraussetzungen, die geprüft werden, und wir schauen, dass die Beschäftigten oder Arbeitslosen möglichst rasch in eine Beschäftigung kommen können. Ich möchte auf eines der Projekte in meiner Abteilung näher eingehen. Das ist das Beispiel Tagwerk. Tagwerk ist ein Jugendbeschäftigungsprojekt. Das heißt, Jugendliche, die nach der Schulpflicht keine Arbeit finden und für die ein Arbeitseinstieg schwer ist, werden im Tagwerk stundenweise bzw. tageweise beschäftigt. Sie lernen in dem Projekt Arbeitsverhalten, das heißt pünktlich zu sein, zuverlässig zu sein und auch durchzuhalten. Sie eignen sich neue Kenntnisse an, in dem Fall sind es Nähen oder Gartenpflege oder Holzbearbeitung. Und sie haben bei den Produkten, die sie herstellen, auch die Möglichkeit, ihre Kreativität auszuleben. Im Tagwerk werden unter anderem Designtaschen hergestellt, wo sich die Jugendlichen das Design selber erstellen können. Begleitet werden die Jugendlichen durch eine Sozialpädagogin. Diese unterstützt sie beim Erlernen des Arbeitsverhaltens, bei der Jobsuche, aber auch bei der Bearbeitung von Problemfeldern im Lebensumfeld, wenn es zum Beispiel um Konflikte mit Eltern geht, wenn es ums Geld geht oder um eine Wohnung. Der Beginn des zweiten Arbeitsmarktes in Österreich reicht zurück bis ins Jahr 1983. Das heißt, es gibt schon eine relativ lange Geschichte des sekundären Arbeitsmarktes bei uns. Mit diesem sekundären Arbeitsmarkt schließt sich eine Lücke zwischen den Menschen, die schon sehr weit weg sind vom Arbeitsprozess, und den Anforderungen am Arbeitsmarkt, die auch immer höher werden. Es ermöglicht den Menschen, die noch nicht voll leistungsfähig sind, eine Arbeit aufzunehmen, indem die Lohnkosten über öffentliche Förderungsmittel unterstützt werden. Finanziert werden die Arbeitsplätze aus dem Arbeitslosenversicherungssystem, aus dem auch das Arbeitslosengeld bezahlt wird. In einem befristeten Dienstverhältnis haben die Menschen die Möglichkeit, sich neue Fertigkeiten anzueignen, die sie fit für den Arbeitsmarkt machen. Auf diesem Weg werden sie durch eine sozialpädagogische Begleitung unterstützt. Volkswirtschaftliche Berechnungen haben ergeben, dass ein Arbeitsplatz in einem Beschäftigungsprojekt nicht teurer ist, als wenn die Person Arbeitslosengeld bezieht.